Endlich Summer. Dat heiers de Maybe Sex Book Club. Dëse Summer präsentéiere mir eich all 2 Wochen e Queerbuch fir Äer Vakanzelektür. Endlich Summer. Hi bei Maybe Sex geht es diese Summer um Maybe Sex. An dieser Mini-Episode stellt den Eli euch ein Queerbuch vor, und zwar On Earth We're Briefly Gorgeous vom Ocean Vuong. Das Buch begleitet mich seit ein paar Jahren. Ich komme immer darauf zurück, denke weiter drüber nach und blätter am Buch. Das ist ein von den Büchern, die ich am schönsten geschrieben fand, und es berührt mich immer und immer. Das Buch geht aus der Ich-Perspektive in Form von einem Brief und dem Autor seiner Mom erzählt. Den Erzähler ist vietnamesisch-amerikanisch und erzählt teilweise seine eigene Geschichte und teilweise die Familiengeschichte als Art von fiktiver Autobiografie. Hier kriegt einen Abblick, wie es ist, als Ausländer am Connecticut und New England aufzuwachsen. Es geht um Kriegstrauma, Familiendrama, Identität, Schicksal und Kultur. Den Erzähler weist mit der Mom an der Baum ab. Es geht ugedeiht, dass der Pap am Vietnamkrieg umgekommen ist. Den Ocean Vuong probiert aus denen schwierigen Themen Sinn zu machen, sie so zu erzählen, dass sie rund und poetisch sind und sie immer auf ein emotional greifbaren Niveau zu entladen. Hin befasst sich mit Erinnerung, Migration und Maskulinität und erzählt durch das intersektionelle Lens von seiner Familie und deren Traumata, von Armut, von seiner echter Leben, der Unsicherheit und der Scham, die du mitkommt, und darüber einen Spruch zu sichern, der stark genug ist, all des Erfahrungen und Gefühle gerecht zu gehen und sie zu heilen. Das Buch ist vulnerabel und verletzlich und zugleich hilft es, sich rumzufinden, zu erkennen und sichtbar zu sein. Das Buch ist aus pur Grund queer. Einerseits erlebt der Erzähler eine schwule Romanze, wo er mit einem jungen Amerikaner, dem Trevor, auf einer Tabakfarm schafft. Hier Beziehung wird am Detail erzählt, als ziemlich explizit und intim, liest sich ein bisschen wie ein Coming-of-Age oder eine Coming-out-Geschichte. Auch das geschieht teils sozialkritisch, denn Trevor ist drogesüchtig, aber auch das wird auf eine poetisch und emotional Art und Weise erzählt. Heute ein kurzes Zitat aus dem Buch. What were you before you met me? I think I was drowning. And what are you now? Water. Die Geschichte befasst sich auch explizit und implizit mit dem Thema Maskulinität und Anischtsein. Den Erzähler wird an der Schule gemobbt, weil er nicht maskulin und gewaltbereit ist. Sein Pap war Soldat am Krieg und hat daheim die ganze Familie geschlagen. Den Trevor, der nicht damit eins geht, schwul zu sein, betäubt sich mit Opiaten. Mam Erzähler geht immer den Gag gemacht, wenn er sich dus und vulnerabel weist. Sexualität und Queerness geht an einem intersektionellen Kontext erzählt. Sie sind verbunden mit Themen von Rassismus, Flucht, Asyl und Klassizismus. Es geht um Queerness, aber es geht auch um andere Formen von der Marginalisierung und das ist durch ein persönlich und realistisch Lens erzählt. Den Erzähler greift das Themen immer ab, probiert Sinn aus dem zu machen, was er erlebt hat, und es anzuordnen. Das hilft dem Leser, sich aktiv damit zu befassen, ohne dass es zu viel aktivierend oder belastend ist. Wer da vielleicht schon raushören hat,
gefällt mir das Buch gut. Das ist kein Buch, was den an 2 Stunden liest und den Tag drauf vergisst. Das ist ein Buch voller Poesie, voller Dave, voller Leichtigkeit und Hoffnung. Das ist ein Buch, zu dem man immer kommen kann, aber die lang begleitet. Weil es nicht linear geschrieben ist, kann ich nicht auch wie ein Gedichtsband lesen. Ich habe mir immer beim Lesen wow gedurcht, aber ergriff mit wie viel Präzision und Feingefühl Familiengeschichte weiter gesponnen wird. Als Leser ist ein intim mit dabei. Wenn der also Lust tut, ein Buch auf der Plage zu verschlängen, da ist ein Krimi vom Kiosk. Das Buch ist poetisch und verleiert sich manchmal an Metaphern. Das ist nicht linear erzählt, obwohl die Spannung möchte, dass ihr Lust tut, weiterzulesen. Das Buch thematisiert Trauma, Gewalt, Sucht und Sexualität auf eine explizite Art und Weise. Obwohl das durch den Storytelling integriert wird, soll ein Leser, der das Themen schwierig fanden, das Buch nicht allein lesen. Wenn aber Lust auf Dave tut, einen Spruch, der mit Leichtigkeit und Detail schwere Themen erzählt, dann ist das Buch genau richtig. Zum Schluss ein Zitat. You once told me that the human eye is God's loneliest creation. How so much of the world passes through the pupil, and still it holds nothing. The eye alone in its socket doesn't even know there's another one just like it, an inch away, just as hungry, as empty. Because the sunset, like survival, exists only on the verge of its own disappearing. To be gorgeous, you must first be seen, but to be seen allows you to be hunted. On Earth, We're Briefly Gorgeous vom Ocean Vuong aus 2019 beim Penguin Verlag rauskommen, als ob Deutsch übersetzt ging, und es gilt auch als Audiobuch. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen, Entdecken, beim Mattfüllen und hoffen, ihr könnt euch von den Bildern drohen lassen. Das hier war de Mayway Sachs Book Club. Diese Sommer präsentieren wir alle 2 Wochen ein Queer-Buch für Ihre Vakanzlektüre. Alle Informationen zu dem Buch findet ihr auf unserem Instagram und auf sachspodcast.lu. Wenn euch Mayway Sachs gefällt, zählt eure Freundinnen und Bekannte von uns und habt einen schönen Sommer. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Musik aus dem Track Inspire Modulate von Moby Gratis. Das Ministère für Education, Kanner und Jugend und Graffiti drohen keine Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast.